Gott erhört dein Gebet und zwar immer. In der Weihnachtsgeschichte gibt es ja Elisabeth und Zacharias und die wollten unbedingt ein Kind und haben alles gemacht und gebetet und sie wurde einfach nicht schwanger. Und im hohen Alter kommt Gott und sagt, hey Zacharias, good news, deine Frau wird schwanger werden, das lang ersehnte Kind wird auf die Welt kommen. Ein ganz besonderer Auftrag. Und er hat gesagt, aber Gott, unter uns, meine Frau ist sehr alt, wie soll das geschehen? Und es gibt Gebete, die wir beten, wo du das Gefühl hast, Gott erhört sie nicht. Und Jahre später, wenn du denkst, es ist zu spät, erhört das Gott plötzlich. Und der Punkt ist, dass bevor Gott etwas durch uns bewirkt, bewirkt er immer etwas in uns. Und wir wissen ja nicht in der Geschichte, was sagt Gott in all den Jahren in Elisabeth und auch bei Zacharias ganz konkret bewirkt. Und ich habe in meinem Leben immer gebetet, Gott, ich bin in Bux St. Gallen aufgewachsen, ich habe das Gefühl, das ist die kleinste Stadt der Welt. Und auch hier Werdenberg, man sagt, die kleinste Stadt der Welt, 60 Einwohner, 40 Häuser, aber immer die kleinste Stadt der Welt, aber da läuft gar nichts. Und ich habe zu Gott gesagt, ich bin im falschen Ort geboren, hier läuft nichts, es ist no action, no things. Und ich habe gebetet, Gott, bring mich in eine Stadt, die größer ist. Und ich bin auch hier getauft worden als Offsetdrucker. Man hat mich da in den See reingeworfen und habe gedacht, wenn meine Berufslehre vorbei ist, dann gehen die Türen auf. Aber nein, Werdenberg, die größte Stadt der Welt, die ganz klein ist, keine Action, gar nichts. Und ich habe gebetet und gemacht und getan und Gott hat in meiner Perspektive mein Gebet nicht erhört. Der Punkt ist, dass wenn ich heute zurückschaue, merke ich, Gott hat viele Dinge in mir im Charakter bewirkt. Erstens, ich habe hier in diesem Dorf, Stadt gelernt, die Bibel zu lesen. Ich habe gelernt, was es heißt, Gott anzubeten. Ich habe hier gelernt, auch Menschen für Gott zu begeistern. Ich habe hier gelernt, dass Charakter, Treue, sich unterordnen, und das muss man lernen, eben etwas ist, was ich auch später dann wieder gebrauchen werde. Der Punkt ist das, wenn du ein kleines Kind hast, und dann wächst das jeden Tag ein bisschen mehr, das merkst du gar nicht mehr. Aber wenn ich zu dir zu Besuch komme, nach einem Jahr später, sage ich, wow, krass, dein Kind ist ja mega gewachsen. Aber wenn man immer mittendrin ist, sieht man den Wachstum nicht. Ich möchte dir sagen, Gott lässt sich wachsen in vielen Facetten deinem Leben. Und irgendwann geht die Türe auf, und jetzt bin ich in Zürich, der größten Stadt der Schweiz, für die Welt gesehen, immer noch klein. Und ich bin so dankbar, dass ich merke, mein Herz geht auf, das ist meine Stadt, da bin ich richtig geboren. Und ich bete jetzt für dich, dass der Gott im Himmel in deinem Warten Dinge in dir bewirkt, das eben im Warten wichtig ist. Vater, ich halte dir mein Herz hin, arbeite an mir und hilf mir, diese Geduld zu haben, dass du in mir etwas bewirkst, das du später gebrauchen wirst zu deiner Ehre. Amen.